So, wir sind jetzt hier in Jönköping am Bahnhof auf dem Parkplatz. Und was schaut man denn da? Wir sind also nicht die einzigen Zürcher, die es hier hinzieht. Aber jetzt müssen wir das dann auch deponieren. Mein Hunger ist langsam gestillt. Hier hinten seht ihr das Zündholzmuseum. Da gehen wir jetzt her. Es sieht sehr schön aus von außen. Mal gespannt, was da uns drinnen erwartet. Wir haben gelernt, früher haben die ganze Familie hier gewohnt. Die Fabrik hat ihnen Wohnungen zur Verfügung gestellt. Und sie haben dann auch in den eigenen 4 Wohnungen 4 Wände müssen an diesen Zündhölzchen arbeiten. Hier sieht man jetzt gerade Kinder, also jeder, der hier wohnen wollte, hat auch hier arbeiten. Und man hat wirklich also komplett alles selber gemacht. Die kleben jetzt hier die Schachtel kleben. Und nachdem sie geklebt haben, haben sie es hier oben in so Gitterli eingehängt, zum Trocknen lassen, bevor sie dann befüllt worden sind. Sie mussten die Zündhölzchen hier die Formen tun. Und nachher haben sie in Phosphor getaucht. Und das war aber sehr giftig gewesen. Und die meisten sind nicht wahnsinnig alt geworden. Und verpackt sieht dann das Ganze nachher so aus. Und das war der erste echte Stempel, den sie hatten. Wie man hier sieht, haben sie ganz viele verschiedene hergestellt. Und das nicht von ungefähr, weil sie sind eigentlich bis heute der grösste Sicherheitsstreichholzhersteller der Welt. Die Zündhölzchen sind der Exportschlager, auch heute noch. Die Motive auf der Schachtel werden im Stil und dem Geschmack und der regionalen Seite angepasst. Auf Wünsche geht man ein. Und allein für den Export sind bis 9000 verschiedene Etiketten in Schweden gedruckt worden. Da hätten wir dann die Schweizer Edition, Thurgau, Appenzell, Luzern und so weiter und so fort. Das ist also unsere Ausbeute. Wir haben noch ein bisschen Zündhölzchen geshoppt. Genau. Und der Unterschied, wie man jetzt hier sehen kann, das sind die Zündhölzchen, die wir eigentlich kennen mit dem Belag hier. Und das hier ist so ein Rauchenbelag, das sind Zündhölzchen, die man überall anzünden kann. Schaut, da sieht man auch, sie sehen optisch auch anders aus. Ups, umkehren, kommt es nicht gut. Und zwar blaue und die roten, so ein bisschen klassisch. Und die blauen, wenn man da dran schmeckt, man schmeckt es also. Schmeckt also recht anders und nicht sehr gut. Das sind die früheren Fabrikgebäude. Heute sind da kleine Läden und Bars drin. Hat einen richtig coolen Charme. Jetzt haben wir da auf der linken Seite ist der Vetternsee. Und ich habe also das Gefühl, wir fahren die Zürich-Chur-Autobahn. Es sieht für mich recht ähnlich aus. Ja, und jetzt sind wir unterwegs Richtung Gretna. Dort wäre eine Übernachtungsmöglichkeit für uns. Hat es einen Stellplatz am Hafen. Und vorher will ich aber noch etwas anschauen. Das Barehus. Ich glaube, es war ein Brauhaus von früher. Das liegt direkt an dem Weg. Also, wieso nicht schauen? Also die Ruine direkt am Strassenrand ist wirklich direkt am Strassenrand.
Wir laufen jetzt unter der Autobahn durch und dann ist man gerade dort. Tada! Leider ist das Wetter wieder mal nicht so wahnsinnig berauscht. Es ist ein bisschen grau, aber die Ruine ist trotzdem sehr imposant. Da haben wir noch Gefangene. Also Und was sagt die Dame zu der Aussicht? super. Es ist nur ein bisschen schade, dass wir, das Wetter ist so ein bisschen grau in grau. Aber ja, mal, es ist also sehr empfehlenswert für ein schnelles Wochenende herkommen. Super.